Hallo und ein herzlich willkommen hier in der Halle Münsterland zur Präsentation der Kontinentalbulldoggen. Mein Name ist Bettina Gase, ich bin zweite Vorsitzende im Verein des PGCD, dem Kontinentalbulldoggen für Deutschland. Und ich freue mich, dass ich Ihnen hier jetzt schon zum dritten Mal in Folge unsere Mondlichhütte zeigen darf und Ihnen diese bezaubernde Rasse vorstellen darf, die vielen noch nicht so bekannt ist, die immer mehr Popularität auch hier in Deutschland erreicht. Mittlerweile dann auch seit dem 1.1. dieses Jahres durch den VDH national anerkannt worden ist. Für uns ein ganz besonderer Moment. Der Kontinentalbulldog wurde 2004 zum ersten Mal in der Schweiz durch die Rassegründerin Helena Angian gezüchtet. Das war ein Projekt zusammen mit der FCI, der Schweizerischen Kynologischen, mit der SKG, der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft, unter Bedingung der FCI. Und Ziel war es hier, einen kleinen monocelligen Hund zu züchten, eine gesunde, sportliche, agile Bulldogge, die sämtliche freundlichen Charakterzüge des Kolossers in sich trägt. Wir fangen einfach mal an und ich lasse unsere Hunde mal kurz einmal eine Runde drehen, damit wir auch sehen, wie die kontistischen Bewegungsablauf eben darstellen. Die Heike geht am besten los und alle fröhlich hinterher. Sie sehen hier Hunde aller Altersklassen. Wir haben also vom erwachsenen Rüden, der 5,5 Jahre ist, bis hin zum kleineren Welpen, alles dabei. Können Ihnen heute auch viele Farbvariationen zeigen, was alles möglich ist. Der Kontinentalbulldog ist, wie Sie sehen, ein mittelgroßer Hund, hat fast quadratisch gebaut, aber ein sehr freundlich und agiles Wesen. Genau, wesenfreundlich und agil, zeigt man was. Wie Sie sehen, sind die Nasen etwas länger, das heißt freiatmen, es sollen keine Atemgeräusche im Schrank zu hören sein, darauf wird besonderer Wert gelegt, auch bei den Zuchtzulassungsprüfungen. Es gibt verschiedene Gesundheitsprüfungen, die abgelegt werden müssen, bevor ein Hund in die Zucht kommt. 2006 gab es den ersten Kontinentalbulldog hier in Deutschland und auch da sind wir mittlerweile stolz, dass wir über 21 Züchter bei uns im Verein haben und es steht mehr werden. Von den Farben hier, was Sie sehen, sind alle Farben erlaubt außer Blau. Sie finden also von blauem, braun-rot, gestrobte Farben, weiß, schwarz, schwarz-weiß, eigentlich alles da. Ein kurzhaariger Hund, den man unschwer kennen kann, gewünscht eine lange, rote Rute. Zum Ziel, demnach, dass der English Bulldog noch als Ursprung im Kontinentalbulldog behalten ist. Es kann natürlich auch sein, dass wir Hunde mit kürzeren Ruten haben. Bis dann entsprechend erreicht wird, dauert das ein paar Jahre, aber da arbeitet man dran. Ich darf Ihnen als erstes vorstellen, als erstes darf ich Ihnen vorstellen, die Heike mit ihren beiden Hunden, dem Bulldog Extremur für keine Hunden und Eleanors Delay. Entschuldigung, das war ein Fehler. Okay. Wir haben Mecklenburg Elia, Eleanors Delay, die bekommt erst noch. Der Kalli ist 6 Jahre alt, ist ein angeförderter Brüder, hat schon diverse Würfe hier gehabt, ist also schon ein paar Mal Papa geworden. Durchaus gechillt, lebt mit dieser doch extra Hündin zusammen in einem Haushalt, die ihn ganz schön auf Trab hält. Die Idee, die wird in diesem Jahr, wenn alles gut geht, ihren ersten Wurf haben. Da sind wir dann auch schon gespannt, weil die Idee war Bodensee-Siegerin. Ist also eine klassische Vertreterin, wenn es darum geht, eine Hündin zu sehen. Weiß mit der Präsentierung und den entsprechenden Charmes. So wie sie jetzt dasteht, wie man unschwer erkennen kann, wir machen die ganze Aufregung hier, sieht überhaupt gar nichts aus. Eher die Tiefenstandsvariation. Sagt die Heike. Hinten dran haben wir einen Bulldog Redwig. Der junge Mann ist 5,5 Jahre alt, lebt im Haushalt auf mit einer Kontinentalbulldog-Hündin, die etwas jünger ist. Selbes Spiel, er trägt mit Gelassenheit und Fassung, dass sich da die junge Dame ab und zu mal auf der Nase rumtrampelt und zeichnet sich dadurch aus, wie man seinen Besitzer sagt, dass er also der absolute Sofa-Hund ist und den kann eigentlich nichts aus der Logik erschüttern. So ist es doch, oder? Ja. Und hat er gesagt, das ist außer Ruhe. Neben Redneck sind die Nähen von der Stoßpresse schön. Das ist dann jetzt die Hündin, die ich ursprünglich genannt habe, aus Versehen. Eleanor's Delay. Die junge Dame ist 3,5 Jahre alt, hatte letztes Jahr ihren ersten Wurf mit 9 Welpen. Da kann man auch ganz gut sehen, wie schön sie wieder dastehen. Also, dass da 9 Welpen mal weiß an der Bar liegen, sieht man nicht mehr. Unsere Delay Aqualise, also wie diese berufen wird, ist Schulhund, geht mit ihrer Besitzerin, mit der Tina Mandel, in die Schulklasse und nimmt am Schulunterricht teil. Ganz wichtige Projekte, um einfach den Kindern auch zum Teil die Angst zu nehmen und den richtigen Umgang mit Hunden zu zeigen. Und oft ist es ja dann so, dass man gerade auf diesem Weg Vorurteilen entgegenwirken kann.
und da ganz klar zeigen kann, was für tolle Hunde wir da eigentlich haben. Lisa hat die Geistungsprüfung gemacht, nimmt an diversen Wettkämpfen teil, ist aktiv im Turnierhundesport, ein kleines Springmodell. Sie sehen hier ganz schön, wie es funktioniert, wenn der Hund auf seinen Besitzer entsprechend fixiert ist oder auf das Futter, was in der Tasche des Besitzers ist. So eine kleine Eigenschaft der Kontis, fast alle könnten auch Vorwärtsschlauchfahrer werden. Also sie können da sehr viel mit Futter und Bestätigung und Lob durch Futter erreichen. Ja, Aufmerksamkeit komplett da. So viel zum Thema sportliche Energie. Kannst du mal zeigen, dass der Hund sich auch bewegen kann? Geht auch, wie Sie sehen, relativ schnell kann auch ein Sprung werden. Das Schöne an unseren Contis ist, das sagt fast jeder, im Haus sind sie sehr ruhig und eher gelassen dann. Man darf aber das nicht verwechseln, die haben dann an der Leine außen mit Sicherheit einen sehr agilen, lauffreudigen Hund, der gerne mal ein paar Kilometer zurücklegt, ab einem bestimmten Alter dann auch, und Fahrrad geführt werden kann, der Mann, der dann eben anführt, der mit seinem Besitzer überall hin möchte, der dann natürlich auch entsprechend gefordert werden möchte. Viele sind mittlerweile dabei, dass es ins Mentrailing geht, dass es sehr aufmerksam, Sucharbeiten werden gerne gemacht. Ich freue mich dann jetzt gerade nebenan, sieht man es einfach mal, neben unserer Wiese steht dann der Pudelholz, weil die ist jetzt dann jetzt gerade den Finger Pudelholz, unser Pudelholz Arthur, Anni, aber August will das nicht, so ist er eben. Jetzt wird er Anni, so andersrum, okay, meine Hose. Aber der Sohn zu der Mutter entsprechend, wie man sehen kann, was er hat, ist, er ist genauso schön fixiert. Also er guckt auch den typischen Blickkater, ist aufmerksam. Der ist jetzt gerade mal 10 Monate alt. Wie Sie sehen, total entspannten Hund, der eigentlich jetzt richtig in diese Pubertät so ein bisschen kommt, macht ihn so noch leicht aus. Und ja, ich habe gerade gefragt, was kann er, da wurde immer gesagt, erstmal nichts, aber jetzt kann er schon, der Grundgehäuse wird jetzt fleißig geübt. Und vorwiegend kann er freundlich sein, das ist wichtig von der ganzen Geschichte. Wir haben dann neben unserem Ani haben wir die Effektivs Chrissy. Chrissy ist eine 2,5 Jahre alte Hündin, die mit 2 Katzen zusammen in einem Haushalt lebt. Eine besonders schöne Seite hat uns nicht auch nochmal als Chrissy-Katzen, so scherzen die nicht, Kollege. Auch wieder die Mutter machen wir fast alles. Ist aktiv im Hundesport, hat die Begleitungsprüfung auch im Oktober 2014 bestanden. Wie Sie sehen, also das ist auch ganz wichtig, üben Sie mit Ihrem Hund, fordern Sie Ihren Hund, also sowohl der Hund als auch Sie werden nachher langweilig, das fördert einfach auch die Bindung. Was man hier an den Hunden ganz schön sieht, unter anderem auch ein Rassenmerkmal, schön die runden, dunklen Augen, die angestrebt werden, die einfach auch nochmal das Gesicht so ein bisschen ausmachen. Eine nicht zu kurze Nase, dass der Hund eben frei atmen kann. Bei den Ohren, das kann ich Ihnen erklären, sind beide Varianten erlaubt, sowohl das Rosenrohr. Ein Rosenrohr ist das, was Sie zum Beispiel an der Küche sehen oder was Sie auch von Ahnen nehmen. Oder eben auch das klassische Klappohr. Klappohr ist das, was jetzt dann zum Beispiel hier unsere Lisa hat. Oder auch der Lex. Da sieht man ganz einfach, dass beide Rosen, also beide Ohrenarten sind erlaubt. Je nachdem, was gefällt, wie auch immer der Hund ist, der Hund. Wir haben auch die Varianten, dass man einfach mal löst, deswegen ist der Hund trotzdem schön. Ne? Ja, wir haben dann neben unserer Chrissy, haben wir aus dem Kennel Eleanor Lisbeth. Lisbeth ist 11 Monate alt. Junge Hündin, die so wie es gehört, freundlich ist, lustig ist und mit verschiedensten Hunden in großen Runde zusammenlebt und da entsprechend Pausen im Kopf hat, was für dieses Alter ganz normal ist. Schön klein, kompakt, kurz, nicht zu lang. Auch eine klassische Farbvariante, wie Sie sehen werden. Freundlich aufmerksam und ein Rosenhorn. In einem Haushalt mit der Lisbeth und Eleanor Pearl. Pearl ist 5 Monate alt, aus dem Achtlein-Wurf des Zwingers. Emil, der Junior, hat aber entsprechend das Gegenstück an seiner Leine. Und auch da ist ganz klassisch sehen, also der Welpe ist 5 Monate alt und das, was man eigentlich tiefenentspannt ist. Aufmerksam, freundlich, nimmt die Umgebung wahr, aber völlig unaufgeregt und ja, mit dem typischen Schlaf, was uns die Bullis mal so ans Herz legen. Ich würde einfach freuen, wenn ihr mal so eine Runde geht, etwas schneller im Schlaf, also nicht nur einfach mal so, damit man
auch sieht, dass die nicht nur liegen und rumrollen und winken, sondern dass die auch mal schneller in der Bewegung sind. Und man da einfach auch so ein bisschen was mitbekommt von Körperstruktur, Körperbau und wie der Hund sich dann entsprechend bewegt. Wir achten sehr stark auf das Thema Gesundheit, das heißt, es kommen nur Hunde in der Zucht, die entsprechende Gesundheitsprüfung hinter sich gebracht haben. Wir schauen, dass die Hunde ausgewertet werden von einem FCI-Richter, es müsste ein Wesenstest bestehen, wenn sie zur Führung wollen. Es wird auch bei der Zucht darauf geachtet, dass dann auch nur entsprechend relaxte und entspannte Hunde mit in die Zucht kommen und verfahrt werden. Und dann kommt sowas raus nach jahrelanger Arbeit, was wir dann eben sehen. Charmante, freundliche, ruhige, die klassische Familienbegleitung sind. In dieser Gruppe, also die werden dann beim VGH in der Ex-Niveau 2, den Golossern geführt. Und ab dem Juli diesen Jahres haben sie dann auch die Möglichkeit, den Continental Bulldog auf offiziellen Ausstellungen des VGHs kennenzulernen und zu sehen, was durch die nationale Anerkennung dann endlich wahr geworden ist. Mal. Ja, keine Windhunde, aber wie eine Bulldog. So sind wir. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die hier mitgemacht haben und so schön ihre Hunde vorgeführt haben, sich die Mühe gemacht haben, herzukommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Interesse und Sympathie für unsere Rasse wecken. Sämtliche Informationen dazu bekommen Sie gerade drüben am Stand von Continental Bulldog Deutschland. Wir sind Züchter vor Ort, hier ist der Vorstand vor Ort, engagierte Besitzer sind vor Ort. Einfach nicht scheuen, hinkommen, fragen, wir helfen und freuen uns über jeden, der sagt, Mensch, Conti kann ich vorher nicht, tolle Rasse, bin ich prima. Dankeschön und Ihnen noch einen guten Tag.